verarscht, fast eine Ewigkeit lang. Das lass ich mir nicht gefallen, wir waren die längere Zeit zusammen. Schau mich da an, ob ich das noch lern, wo ich auf und davon. Doch dann kenn ich mich nimmer aus. Es brennt ein Feuer, wenn du so schaust. Nur ein Blick und ich steh wieder da. Nur ein Blick und ich vergiss, wie alles war. Oh, 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 Herrschaftszeiten, es geht wieder los. Mai, dass ich dir nicht auskomm. Herrschaftszeiten, kennt man mir das so. Mai, dass ich voll auf dich bin. So oft hab ich's Herz schon gebrochen, mag seitdem nimmer lachen. Warum hab ich die nicht halten können? Herrschaftszeiten, und jetzt weiß ich sicher, Mai, ich werd immer auf die Spinne. War oft traurig und bes, weil du tust, was du tust. Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass du jetzt gehen musst. Und wenn du dann gehst und die Tür zu Haus, weißt du genau, dass du schon bald wieder kommst, weil ich einfach die Kraft nicht find. Nur ein Blick und ich steh wieder da. Nur ein Blick und ich vergiss, wie alles war. Oh, 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 Herrschaftszeiten, es geht wieder los. Mai, dass ich dir nicht auskomm. Herrschaftszeiten, kennt man mir das so. Mai, dass ich voll auf dich bin. So oft hab ich's Herz schon gebrochen, mag seitdem nimmer lachen. Warum hab ich die nicht halten können? Herrschaftszeiten, sogar wenn ich sag, für gut, lass den immer blicken. Herrschaftszeiten, wir spielen jeden Tag für gut, hast halt nicht für immer. Herrschaftszeiten, es geht wieder los. Mai, dass ich dir nicht auskomm. Herrschaftszeiten, kennt man mir das so. Mai, dass ich voll auf dich bin. Nice, sind wir frei, oder? Das war ABBA mit Herrschaftszeiten, also Mamma Mia, aber Herrschaftszeiten heißt es dann auf Bayerisch. Ich habe es so übersetzt, weil man dachte, also eigentlich ist ja die Übersetzung eher so meine Güte. Aber ich habe mir gedacht, in Bayern ist man meistens ein bisschen gröber drauf und dann ist eher Herrschaftszeiten. Ich bin ein großer Fan von ABBA, seit die, keine Ahnung, mit 7 oder 8 oder sowas vor dem Radio geguckt bin und es kam eine andere großartige Nummer von einer, Super Trooper. Super Trooper. Und diese mehrstimmige Gesänge und das, wie der Song überhaupt aufgebaut war, es war irgendwie faszinierend damals für mich. Ich kann nicht genau festmachen, warum, aber es war so. Und das, ja, und dann, ich habe jetzt lange, ich darf ganz klar sagen, Jahre keine ABBA-Musik mehr gehört, weil irgendwann dann Anfang der 2000er oder Anfang Mitte der 2000er kam dann dieses Musical mit der Meryl Streep, glaube ich, und so weiter. Ich habe den nie gesehen, weil das war dann für mich so wie, kein großer Musical-Fan prinzipiell. Genau, und dann, ja, war da andere Musik, war viel interessanter und so weiter. Aber wie es halt so immer ist, so mit den Jahren kommt man schon langsam wieder zurück so zu gewissen Sachen, die man sich halt früher irgendwie angehört hat, und so bin ich auch wieder zu ABBA gekommen, und vor kurzem ist der Mamma Mia halt im Radio gelaufen. Und ich hab mir gedacht, Mamma Mia, here I go again, Mama, Herrschaftszeiten,
Und sobald ich dieses Herrschaftszeiten irgendwie im Kopf gehabt habe, war so klar, okay, den müssen wir übersetzen, da können wir gar nicht anders. Und das ist hiermit geschehen. Ich habe gerade Ferien, das heißt Urlaub, also ich spiele halt gerade nicht. Urlaub habe ich nicht. Urlaub kenne ich nicht. Da darf ich ja nichts arbeiten. Und genau, wenn ich da mehr Zeit habe, dann kann man das manchmal auch ein bisschen aufwendiger machen. Also jetzt so, meiste Zeit ist es ja wirklich nur, ich sitze hier mit der Gitarre und singe den Song. Und das habe ich auch gemacht erst. Und dann haben wir gedacht, irgendwie, jetzt hätte ich Zeit dazu, das Ganze mal ein bisschen zu produzieren, also für meine Verhältnisse auszuproduzieren und auch mal wieder ein bisschen aufwendigeres Video machen mit Bledig Frieser von meiner Seite und dem Song im Hintergrund von der anderen Seite. Und auch das ist hiermit geschehen. Und es besteht die tiefe Hoffnung in mir, dass ihr das auch gut findet. Weil ich bin ziemlich happy damit. Es hat total Spaß gemacht, den Song aufzunehmen. Die Ukulelen-Teile und so weiter, das war total spannend und hat Spaß gemacht. Und den Text natürlich übersetzen Weil das ist natürlich schon interessant bei den Abbas. Die sind ja, ist eine der besten Popbands, die es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Also da ist nicht mehr viel zum Machen. Das ist genial, was die gemacht haben. Und dann hatten sie natürlich auch noch so dieses Außenimage, ne? 2 Männer, 2 Frauen, sie waren einmal miteinander zusammen und so und verheiratet und bla bla bla. Und das hat alles so in diese 70er Jahre, 80er Jahre Popwelt einfach wahnsinnig gut reingepasst da. Das Ganze und aber also wenn man sich diese Melodie anhört, allein von diesem Song jetzt, ich meine, da sind noch nicht einmal alle drin, die so im Song wirklich drin sind, sondern das ist nur so eine runtergebrochene Folk-Version von dem Ganzen, aber es ist unglaublich, was das für eine gute Band war. Tolle Songs geschrieben. Die Texte sind natürlich, ich meine, den Inhalt von diesem Text kann man prinzipiell in 2 Sätzen ausdrücken. Ja? Man kann sagen, du bescheißt mich allerweil und ich komme trotzdem nicht von dir los. Ende. Gehen wir was essen. Und das dann natürlich so in die Länge gezogen für so einen ganzen Text, das ist natürlich schon, das ist halt Pop, also so ist halt Pop. Natürlich, wir fangen die nicht tief zu philosophieren an oder erzählen da irgendwie total komplexe Geschichten, das passiert bei aber nicht. Das braucht es aber auch überhaupt nicht, weil, obwohl das in die 70er war, also schon 50 Jahre her, ist es trotzdem noch so, dass die Texte für diese Zeit im Speziellen wahnsinnig gut waren. Also für einen Pop-Text, für einen fast schon Schlager-Pop, kann man sagen, Text, wahnsinnig gut. Es ist nicht die ganze Zeit Love, 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 Love und sowas, sondern so I see you in the night, in the lights, they shine so bright. I don't feel alright. Take me through the night. Überhaupt nicht, ja, sondern sehr well crafted, kann man sagen, diese Texte. Und das habe ich auch immer an aber bewundert. Und das ist glaube ich, auch einer der Gründe, warum das nicht irgendwie als ein One-Hit-Wonder war damals mit einem Song irgendwie so, yeah, und dann war es wieder, weil die haben wirklich gewusst, wie man Songs schreibt. Puh. Das war es wieder mit einer kleinen Laberlektion von Dr. Professor Matthias, Professor Dr. Kellner-Hiesel. Danke für die Aufmerksamkeit, danke für alle Unterstützungen, danke für eure lieben Kommentare und Likes und Abonnements. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!